Die Damen und die Herren, herzlich willkommen bei der Sendung dem Straßburg Live aus dem Europaparlament, zusammen mit Isabel Wieseler und mit mir selber, dem Christoph Hansen, wieder gesehen, dass also Straßburg Live voll mit einer Nummer zu Bresel op, weil wenn es der Pandemie als Session nach immer auf Bresel festgelöst gehen, wir hoffen aber, dass wir am September dann Werte können auf Straßburg gehen und ein bisschen mehr an eine Normalität zurückkommen. Das ist ganz viel Arbeit, die wir im Moment das schon. Wir hatten das Woche Bundeskanzlerin Angela Merkel bei uns an der Plenär, die ist dann noch das Programm von der deutschen Ratspräsidentschaft für die nächsten 6 Monate vorgestellt hat. Da wird Isabel Wieseler nur noch ein bisschen mehr im Detail drauf angehen, was die verschiedenen Punkte sind. An dem Kader haben wir aber auch geschwat iwwer den Budget. Well man muss nächste Woche als eng Konseilsitzung, wo man hoffen, dat en Akkord zwischen den Memberstaaten gëtt fir den sogenannten mehrjährigen Finanzrahmen, den europäische Budget iwwer 7 Jahre. Dat ass aber noch lang net an der Tasche, muss man so. Well et gibt ganz viele Diskussionen. Mir hu ja sech die Budget, den man festlegen, den braucht Unanimität am Konseil. Dat heißt, muss alle Memberstaaten damit d'accord sinn. Wir sind aber der Meinung, an der da so eng Proposition, die schon seit 2018 Dich leit. Jean-Claude Juncker hat den op den Dich gelöscht, fir justement de Budget ze bannen und dann halen vun der Rechtsstaatlichkeit. Die Rechtsstaatlichkeit, den Etat de droit, dat sind als Grundvaleuren zu denen alle Memberstaaten mat ënnerschriven hat Umfang wie se Member vun der Europäischer Union. Wir müssen aber feststellen, dass auf viele Memberstaaten, Polen, Ungarn, Malta, Tschechische Republik, aber den Etat de droit all Gefahr ist, dass es eigentlich Rückschritte gibt, dass man da muss gucken, dass man Konsequenzen ziehen. 2018 hat die Kommission die Proposition schon auf den Tisch gelöscht. Wir begrüßen das natürlich ausdrücklich. Das Parlament hat auch schon über die Jahre eine Position dazu festgehalten. Am Ministerrat hapert es ein bisschen weg, weil sie die Rechtsstaatlichkeit und das Budget bannen wollen. Wir fanden das richtig, wir unterstützen das. Da gibt es aber ganz viele verschiedene Meinungen am Parlament. Glücklicherweise sind also eine large Majorität für den Couplage zu machen. Wir hören aber auch, dass das Budget soll aufgestimmt gehen, für dass man über die Rechtsstaatlichkeit an das Bannen dazu eigentlich als okay gehen. Und ich meine, das ist falsch. Ich habe gestern dazu auch an der Plenär geschwärzt. Wir stellen fest, dass der Rechtsstaat noch nie so unter Druck war, dass noch nie so viel Steuergelder eigentlich im Spiel stehen. Und für uns ist es eigentlich wichtig, dass die Suen nur bei den Bürgern ankommen, dass sie bei den kleinen und mittelständischen Betrieben ankommen, dass sie bei unseren Bauern ankommen und dass sie nicht an die Taschen von Autokraten kommen, wie es leider im Moment der Fall ist, die am Plus noch als Grundwerte von der Europäischen Union mit festtrippeln. Wir wollen dazu ankommen, wo sie gebraucht gehen und nicht da, wo sie am schamlosten eigentlich ausgenutzt gehen. Und das ist eine ganz klare Message, die wir zu einer auch ganz großer Majorität hier im Parlament drohen. Und ich meine, da werden wir da dran bleiben. Für das Parlament, wir müssen dem Budget auch zustimmen. Aber für uns ist es ganz klar, ohne den Rechtsstaatsmechanismus werden wir das nicht machen. Wir haben das auf ganz vielen, an das parteiübergreifend innerstrach. Das heißt, da werden ganz viel ob es durchkommen. Ich will nicht weiter in Detail gehen. Isabel hat auch nach die ganzen Punkte, die mit der Merkel vorgestellt hat, an was Prioritäten für die nächsten 6 Monate sind. Isabel. Ja, Christoph, Madame Merkel ist ja bei uns gekommen, weil sie ja Deutschland Präsidenz überhält von der Europäischen Union. Und, sie überholen die Präsidenz an einem Moment, wo wir an einer Krise sind, weil das noch lange nicht fertig ist, auch wenn wir aus dem Dekonfinement raus sind, sind wir nicht aus der Krise raus, die wirklich auch einartig ist an der rezenten Geschichte. Also ich meine, wir haben seit dem Zweiten Weltkrieg haben wir nicht so eine Situation, die so schwierig ist, auch auf einem ökonomischen Punkt wie den wir haben. Und ich war ganz froh über Hierriert, weil sie die Solidarität wirklich mehr wie je brauchen, an den Vordergrund gebracht hat. Ich muss auch sagen, dass ich fand, dass wir wirklich Chance haben, dass die deutsche Präsidenz ist an diesem Moment, weil Madame Merkel unterstützt vom Conseil, von der Europäischen Union im Moment, ist wirklich das Richtigste, weil wir einfach auch Vertrauen haben an dem, was sie machen und was sie können machen. Es war so eine Diskussion, die ich mit einem hatte, und ich habe dem aber gesagt, den so Madame Merkel wenig kritisiert hat, stell dir vor,
wir hätten Haut unterstützt von Deutschland irgendein populistischen Regime, eine Regierung, die populistisch gedreht wäre, an die dann extrem Rechtsideen zum Beispiel verbreden. Wenn man das gefiel, was man dem Moment hätten, im Moment vorstellen, dann mengen ich wissen wir, für was man der muss so viel Vertrauen an die deutsche Präsidenz setzen. Aber wie gesagt, die Herausforderungen, die da sind, sind ganz groß. Und wir brauchen so, und du hast es schon erwähnt, wir haben ja vom Parlament, auch von der Kommission, eine Proposition durchschleiern für die 1000 Milliarden an dem, bis 2027. Plus auch den Next Generation Fonds, wie man den nennen, für 750 Milliarden. Und die Zisuren, die wir wirklich brauchen, und auf dem wir werden, dass dann die Staatschefen einen Akkord gehen, den ja noch nicht da ist. Mit der Proposition von der Kommission und vom Parlament da ist. Und da haben wir auch Vertrauen, dass die deutsche Präsidenz das dann auch fertig bringt, für das geht. Die Prioritäten, die wir ja setzen, und die absolut notwendig sind an dieser Zeit, dass für das wir auch die Transitionen, die für Europa notwendig sind, dass die auch stattfinden. Das an nächster Stelle Digitaltransition an, Transition von unserer Ökonomie, auch von unserer Industrie, die den Klimaschutz mit in Betracht zieht. Das ist absolut notwendig. An Europa wäre ja auch nicht Europa, wenn es nicht auch nach die Sozialkomponente absolut mit abziehen. Und das sind die Transitionen, die wir unbedingt brauchen, weil auch wir ja an einer globalisierten Welt sind, an die uns nicht kein Kado schenkt. An Europa muss du einfach wirklich ganz stark sein. Denn dem Feld ist ganz aggressiv, auch politisch, nicht nur ökonomisch. Und wir haben heutzutage keinen Rückhalt mehr von Amerika. Wir haben den nicht mehr, wie sie noch nach gar nicht, wie die Wahlen am November ausgehen. Und dafür so nicht, und ich war ganz froh, wenn das auch wirklich an der Rede von der Merkel rauskommt, also wir müssen mich nur bei ihnen rückeln, wir müssen mehr autonom gehen und dann also auch wirklich klar gesucht gehen, dass wir sollen eine gemeinsame Verteidigung und ein gemeinsam wirklich eine gemeinsame Außenpolitik haben und das sogar erwähnt gehen, dass wir sollten am Anfang vom Unanimitätsprinzip fortgehen. Und das muss ich sagen, das sind wirklich ganz, ganz starke Akzente, die uns auch dagegen die Möglichkeit geben, an der Welt wirklich Verantwortung zu überholen. Das hast du schon gesagt, ich komme nicht nach einmal darauf zurück, wie wichtig es ist, dass wir das, was wir an der Welt predigen, auch bei uns selber machen. Das ist der Rechtsstaat, die Grundrechte, dass die ganz fest verankert sind. Die Grundrechte ist ja das Erste, was man der Merkel an ihrer Rede vorgebracht hat, fand ich ganz, ganz wichtig. Und da wollte ich nach wirklich etwas so, und das tut sie am Anfang nicht an ihrer Rede, brauche mir das aufgrund von einer Frau kommen. Ich meine dann noch die Lehre mit dem, was ich dann am Anfang gesagt habe. Das wir immer gegen den Populismus, den Haut für Reis, aber in Europa wirklich ein Gefahr ist, wir immer gegen die vier. Und da geht es darum, dass wir Vorrecht sollen. Die Spruch, die wir schwätzen, ist wichtig, dass es ein Spruch ist, der nicht die Sachen zurückhält, die extremer zurückholen. Wir sollen nicht ihr Vokabular benutzen, wir sollen nicht ihr Spruch benutzen, aber wir sollen einfach Vorrecht sollen, so wie sie ist. Ich fand das ein ganz gut Erweis für zu sagen, wie kann gegen Populismus vorgehen. Ich fand das rund so ab, all die Punkte, auf denen man wirklich muss schaffen, an den Fundamenten von Europa sind und noch müssen bleiben. Ja. Dafür fand ich das wirklich von Stadt. Ich muss so ich vertrauen an die deutsche Präsidenz an ich hoffe, dass so viel das ist natürlich eine Chance, dass man effektiv die deutsche Präsidenz hun das ein natürliche Großland, die auch die nötigen Ressourcen hun für so Krisen zu gerieren. Ich meine, das ist ganz wichtig, wenn man nur ein Kleinland hätten, wird vielleicht auch für Tischkeier als einer Geschichte Präsidenz hat, wie das natürlich noch mehr dramatisch wie los schon ist. Das heißt, da muss man effektiv können wir froh sein, dass es wirklich den Zufall Bursch dat Deutschland während der Krise das gëtt auch viel a froh gestalt viel Leute die Stelle lo froh an der heute Krise an dem Recovery Fonds geht dann du net bisssen zuviel den Environnements Aspekt verloren. Wir hunn den Green Deal den op den Dich gelöscht gin ass 400 Krise
an schmengen do sind aber auch die richtig Akzent gesagt, weil auch an dem Next Generation EU-Fonds gëtt zum Beispiel die Unterstützung für Hydrogen, also Wasserstoffkraft gëtt verdürbelt, wenn man einfach willen auch den Neustart den neidig ass, dat man den aber auch am richtige Weg packen, dat man do net die all Fehler nachrenker machen, die man schon iwwer die letzten Jahre gemacht und ich mein, das ist ganz viele Bereiche. Nee, du hast du ganz recht, Christoph, an dass du wennst durch die 2 Punkte noch 4 gestracht hun, der Digital an den Klimaschutz. Das sind die 2 Punkte, op den Next Generationsfonds, von dem wir geschwert haben, die wird für Programme da sein, die eben die Zukunft garantieren, an dat man die Transitionen, die du wirklich musssse gemerkt gin, dat die auch gemerkt gin. Das wesentlich, weil man jo wirklich von der nächsten Generation schwätzen, dat sind auch Präen, die gemerkt gin, für den Fonds zu alimentieren, an die Präe gin noch recht 2020 fängt den Recht die zurück zu bezahlen, und das geht während 30 Jahren zurückbezahlt. Das ist das wirklich für uns Kanner, Kanner. Und da können wir uns nicht leisten, für mit denen so Sachen zu machen, die in der Zukunft träglich sind. Ja, das war dann nur von das Woche von Brüssel. Wir haben nach ein ganz intensiv Woche von uns. Das ist aber in dem Moment da kein Pläne mehr. Wir wollten erst einen ganz schönen Sommer, so gut wie möglich, an den Umständen, wie sie eben am Moment sind, wünschen. Und ich gehe jetzt Rendezvous nach ein Kehr dann noch im Sommer während der nächsten Pläne für dann den Straßburg Live. Hoffentlich, dass wir dann effektiv können auch zu Straßburg sind. Weil das ja gefährlich, dass wir die Coronavirus-Krise wenig am Griff hatten. Merci für die Nullaufstrahlen. Und auch ich so nicht merci, wünsche ich eine ganz gute Sommervakanz. Macht das Beste draus, mehr für allem bleibt gesund. Halt dich und Vorschriften, wenn wir alle zusammen halten, auch wenn wir alle zusammen wirklich die Vorschriften anhalten, dann haben wir die beste Chance, so sehr wie möglich aus der heutigen Krise rauszukommen. An einer Krise also immer nicht nehmen, dass man da viel drin leiden. Mit das kann auch die Chancen für einen neuen Anfang zu packen. Und ich bin da echt optimistisch an so, wenn wir halt wirklich zusammenhalten, dann kommen wir mehr stark aus dieser Krise raus. Und in dem Sinn, einen guten Sommer, bis geschwind. Merci, guten Sommer.